Okay, okay, zugeben, da hat mich jetzt dieser Robo-Bowser ein bisschen verarscht und so. Beziehungsweise er hat mich selber ein bisschen verarscht, weil ich dachte, ja, ich muss die Kugelwille selber in eigenen Raketen abballern, aber dem mit Wasser selbst geht's auch. Wobei sein Feuer löschen ist irgendwie im direkten Konflikt ein bisschen schwieriger, haben wir gemerkt. Aua. Scheiß Elektro-Cooper, Pseudo-Cooper-Dinger, keine Ahnung. So, da kennen sie ja. Wobei ich keinen Plan habe, wo eigentlich Peach steckt. Weil dabei hat er sie eigentlich nicht. Liegt eigentlich recht im Robo-Bowser drin? Egal. Also. Ist relativ klar. Die Dinger einsammeln, die Raketen. Kein Plan, wo der Typ die her hat, aber ist eigentlich auch scheißegal. Und Robo-Bowser abballern. Du. Ich glaube, ihn von hier treffen kann ich einfach vergessen. Ah, da kommt er. Nein! Ja, hier hast du keine Chance, rechtzeitig zu löschen. Es geht doch irgendwie und ich mach's trotzdem falsch, kein Plan. Hier austreffen geht noch, sehr gut. Wieder. Okay, das war sowieso fail. Aber wo kommt ihr hin? Nein, komm von hinten! So. Das muss gewesen sein. 4 Treffer. Nein! Oh doch. Leave my mama alone, you bad man. I won't let you take Mama Peach away. Mama? Mama Peach? I'm your mama? Yeah, Papa told me all about it. He told me my mama got kidnapped by a bad man named Mario. So you're Bowser's son? So I came here to rescue her. So the graffiti, that was you? This is my magic brush. When I draw with this, all my wishes come true. A strange old man in a white coat gave it to me. A strange old man in a white coat. But why would you pretend to be Mario? Papa told me everything. He said, Mario's a bully, he never fights fair. He said, Junior, you gotta try to outsmart Mario. So I tried to get Mario sent to prison, but they didn't lock him up, and now he came to steal Mama Peach again. You pest, stop following us. No, not again. It appears to be heading toward Corona Mountain. Oh Gott, Peach, was hast du getan? Wie konntest du dich mit Bowser? Ich meine, er ist so und du bist so. Und wie geht das? Ah, ich dreh durch. Ich verliere Wasser. Was? Ey,
Egal. Das war so ein Moment damals bei Super Mario Sunshine, wo ich mir dachte, Alter, erstmal natürlich typisches Muster wieder, Peach hat entführt, aber zu Beginn des Spiels. Es war ein kompletter Plot-Twist, ich meine, dass plötzlich Bowser Jr. auftaucht, also Bowsers Sohn, den wir bis dahin noch nie kennengelernt hatten in der Mario, vor allem 3D-Mario-Szene und so, und er jetzt offenbar der neue Oberbösewicht ist, warum ihm zwar Professor Igitt den Pinsel gegeben hat, ist eine andere Frage. Dieser seltsame Schal oder wohl eher, nicht Kapuze, sondern auch ein Schal, doch Kapuze, nee, kann, nee, weder Kapuze noch Schal stimmt. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das seltsame Ding, was er halt um den Mund herum trug. Mir fällt gerade echt das Wort nicht mehr ein. Das ist ja bekloppt. Aber einfach, dass irgendwie ihn hilft, dich zu transformieren. Faszinierend. So, mehr Insignien. Tja, Corona Mountain, würde mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg da. Ja, natürlich machen wir hier noch mit einer weiteren blauen Münze weiter. So, jetzt mal ganz kurz hier gucken. Wir müssen uns eine weitere Insignie jetzt dafür geben. Und damit wären wir bereits bei 12. 12 Insignien. Ich weiß gar nicht mehr, Leute, wie viele man bräuchte, um überhaupt, wie es typischerweise halt ist, zu Bowser Jr. zum Endboss zu gelangen. Ich glaube, es waren glaube ich, so um die 50 oder 60er rum. Ah, okay, cool. Dann sehen wir schon, dass wir die restlichen Düsen hier schon haben. Mario. Jetzt kann man also alles voran. Da haben wir noch ein paar Vögel. Da haben wir eine Insignie drin. Und ich komme immer noch nicht rein. Was für eine Scheiße auf eine Art und Weise. Aber da stehen hier und da neue Typen da. Naja, kommt langsam zurück. Also, ist heller als auch schon, ganz ehrlich. So, egal, machen uns auf nach Corona Mountain. Beziehungsweise, das ist der Witz an der Sache. Oh, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin. Also, wir waren ja schon mal da. Beziehungsweise kurz am Eingang, glaube ich. Und ich sagte, wir gehen dann nicht vorwärts und so. Vielleicht passiert das, wenn wir dort sind. Lalalala. Hier ist auch nichts. Außer ein paar Münzen. Kann man speichern jetzt eigentlich die Münzen, die ich hier sammle? Glaub nicht, oder? Oh, eine blaue Münze. Die kann man halt übersehen. Das war sehr speziell. Doch wir haben sie gesammelt. Das ist doch einfach nur geil. So, jetzt müssen wir sogar auf der Insel sein, auf der kleinen, die wir schon mal gesehen haben. Und hier war irgendetwas speziell. Enkel, da war niemand, dass du mir Obst bringst. Mir gelöst es nach Kokosnuss. Bringe 3 Stück, einverstanden? Ah, stimmt, das war ja damals so. Das war, ich muss mal so sagen, es war eben Gamecube-Ära und obwohl es eigentlich grafisch-technisch der Sprung vom 64 zum Gamecube doch schon sehr, sehr geil war, gab es hier und dann noch ein paar Glitches. Ich glaube, der hier war einer. Dass es nicht ganz so einfach war, das Teil jetzt da rein zu buxieren. Gab sogar teilweise irgendwie Dinge, wo man sich dachte, ist das ein Glitch oder was? Wie das zum Beispiel. Und das ist jetzt klar und weg ist sie. Er hatte verdammt kein Wasser, warum auch immer. Sind aber schon. Ja, können das Kokos. Und eigentlich sieht es nicht wie Kokosnuss. Wie eine Kokosnuss aus, aber.
Was soll es sonst sein, wa? So, noch ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Aber wie gesagt, kann ich sie ablegen, aber wenn ich drin bin, kann ich sie eben nicht ablegen. Der Preis war, glaube ich, eine Insignie. Ich meine, was soll es sonst sein? Blaue Münze theoretisch, aber... Ja, sie muss auf Anhieb rein, wenn sie irgendwo abprallt, dann klappt es nicht mehr. Ja, auch das wäre halt ein Grund gewesen, wo ich mal sage, hey, für ein Remake wäre es doch eigentlich geil. Weil dann hätte man das irgendwie umgehen können. Beziehungsweise neu programmieren können oder so, aber das ist halt ein Port, ist ja auch schön. Auch wenn es zum Teil ein bisschen verwaschen aussieht. Aber man merkt trotzdem den alten originalen Sunshine. Schauen noch auf dem Gamecube. So. Danke, Schatzi. Eben noch eine blaue Münze. Das meine ich eben. Bei Spielen wie Odyssey zum Beispiel, das hätte irgendwie schon 3 Monde gegeben. Und hier denkst du, was? Den ganzen Ärger nur für eine blaue Münze? Oh Menno. Aber da muss halt echt noch anstrengend für eine Insignie. Das war echt noch Knochenarbeit. Okay, von hier aus kam ich gar nicht mehr viel weiter. Die Früchte auf den Dächern, die waren, glaube ich, täuschen sogar für Yoshi. Oder die mal irgendwo entdecken. Ganz kurz, weil man ganz kurzer Taster mit dem blauen Vogel. Das ist aber schon so, dass es eine Münze gibt. Der haut den nicht ab, der bleibt so in der Nähe. Waren halt zum Teil echt schwer zu treffen. Wo ist er hin? Da, im Wasser ist er. Im Wasser ist die blaue Münze. So. Also merken wir uns, blaue Vögel lang genug anspritzen. Dann wandeln sie sich in blaue Münzen. Mann! Komm, ich will mitfahren! Dann halt nicht. Eigentlich wollte ich nach Corona Mountain, wa? Gucken, was Peach so treibt. Noch bereits geklärt wurde, ob sie jetzt wirklich die Mama ist. Ich habe gerade auch mal ein paar Münzen sammeln soll. Eigentlich schon mal, es mich recht wundern würde, ob es hier 100 Münzen damals hier eben auch so war, von wegen, hey, gib mir eine Insignie. Ich weiß echt nicht mehr. Hey, was ist das gerade? Level Up? Auf alle Fälle, der Pfad zu einer blauen Münze. Das ist doch einfach geil, ja. Ich finde das richtig steil. Aber trotzdem noch nicht der Weg, den ich gesucht habe. Wann der jetzt schon wieder? Aber hier gibt es so viele Wege. Ich meine, klar, man sagt hier, viele Wege führen nach Rom, aber das ist übertrieben. Zumal es eher nach Venedig erinnert als nach Rom. Aber wer bin ich schon? Was weiß ich schon? Und dann wird Toadswerf. Ja, blablabla, ich will mir nicht vorstellen, dass sie mit einer anderen Prinzessin so machen muss, wie es ihr wohl geht. Mario, bitte rette sie. Ja, wie immer, oder? Ich mache nichts anderes die ganze Zeit, außer Peach zu retten. Gut zugegebenermaßen, sie kann ja nichts dafür. Eben, den haben wir schon. Damit einen Typ schon mal reingeschmissen.
Ja, und eben, glaube hier bräuchte ich eigentlich. Wieso lächst du gerade ein bisschen? Liegt der Krause hier drin? WTF. Und hier drin bräuchte ich, glaube eben den Raketenaufsatz. Beziehungsweise einen anderen Aufsatz. Ich glaube sogar ist der rote Aufsatz, den ich bräuchte. Damit ich ganz nach oben komme. Man muss halt erstmal freispielen. Das heißt, wir müssen den erstmal irgendwo in der Welt finden. Da ist die Sonne drauf, da ist der Mond. Da haben wir noch einen blauen Vogel. Hier ist sogar noch ein Sonnensymbol. Das haben wir nicht so wie bei Super Mario 64, wo man in die Sonne ballern musste und dann kann man irgendwie ein Geheim, ein Secret Level. Wir sammeln blaue Münzen. Wir sammeln alles Mögliche. Nur machen nicht das, was wir eigentlich sollten. Ja, ist halt schwierig. Was sind hier? Da in die Obst oder so? Ja, stimmt, war ja so irgendwie. Erstmal gucken, ob es überhaupt noch geklappt hat. Also der Trick, den ich irgendwie mal hatte. Aber du sollst nicht rumschießen, du sollst sie aufheben. Sag mal. Ah, warte mal. Nee, warte mal. Moment. Das sind gar keine Ananas. Ist auf den ersten Blick so aus, aber ist natürlich so. Deswegen, das ist für was anderes. Das war ein bisschen speziell. Oh ne, doch nicht. So, das alles muss ich wieder mal nur für eine blaue Münze. Aber ganz ehrlich, wir leben für blaue Münzen. Okay, das war jetzt fehl. Wo ist die jetzt hingelandet? Ernsthaft, sowas geht? Nein! Mario! Mach doch nicht so eine Scheiße, Mann. Sag mal. Hallo, Rückwärtssalto? Was ist los mit dir, Kumpel? Klappt so leider auch nicht. Tja, schade. So. Dass er auf da oben hängen bleibt. Hallo? Wie fies ist das denn bitte? Ich brauche eine weitere Ananas. Danke, Typi. Auch danke, dass Sie nichts dafür bezahlen müssen. Und falls doch, werden sowieso gesucht. Also von dem her. Wir sind jetzt eh die Bösen. Oh, das ist doch nicht wahr. So, geht doch. Er mit der blauen Münze. Danke, Schatzi. Damit sind es wieder 7. Ja, so schnell kann es gehen. So. Was war hier noch alles? Wir machen Untergrund. Also viele Münzen fehlen nicht, wenn ich gleich so weitermache. Habt ihr echt nie gefunden? Ich war doch schon mal hier unten. Hab ich damals gemacht. Und war nichts Kluges. Warte mal, hier war ich doch schon mal. Ah, was wollten die? Durians, wenn du bloß wisst, was Durians schon da waren.
Ich glaube das einfach nicht. Hm. Also sogar die Dinger da, Durians, bin ich mir ganz sicher. So, warte mal. Wir haben die beiden Wege, ja. Und hier war klar, da gab es nur einen Weg. Da, jetzt sind wir, wie gesagt, nicht raus. Was zum Henker? Guck mal einer an, was da unten ist. Okay, war wieder mal ein Level Up, schätze jetzt mal. Kann man. Aha, ist aber etwas Verstecktes, wa? Ich würde sagen, da schauen wir noch ganz kurz noch an. Hallo, Mario? Ganz normal. Oh, scheiße, war das schon wieder irgendwo hier? Nein, das sagen wir sogar an. Hier. Ist ganz doof geglitzert hat. So. Ich wusste es doch. Es gibt eine Insignie. Wie kommen wir da hin? Und noch ein Level Up. So, Freunde, komm, die holen wir ganz kurz. Ui, aber schön versteckt hier. Das sind noch Münzen da unten. Ja, also im Prinzip 100 Münzen kriegt man doch, zumindest in gewissen Welten, relativ schnell. Relativ. So, aber kommen da nur mit dem Boot hin, oder? Ja, ich glaube, das geht nur mit dem Boot. Oh Mann. Okay, Freunde, wisst ihr was? Mann! Ich würde gerne Insignie holen, aber das Boot wäre man davon. Gibt's doch nicht, hey. Ja, da bringt's doch nichts. Gehen wir zurück ans Land. Mir ist kalt, nass. Ich muss noch den Schock verdauen, dass Peach offenbar Mutter ist von Bowser Jr. Ich glaube das einfach bis jetzt noch nicht, ey. Mann! Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal holen wir uns den Insignie. Wer auch immer das schaffen will, kein Plan. Das ist schon wieder so ein Boot. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.